Podcast-Freunde, herzlich willkommen zum Promi-Geflüster aus Stolberg vom Mitteldeutschen Rundfunk. Es gab eine Sommersendung Schlager des Sommers, aufgezeichnet am 18. Juli oder beziehungsweise Live-Sendung 18. Juli und mehrmals wiederholt jetzt in den dritten Programmen. Und ein Gast war Gojko Mitic. Ja, einer der Gäste war Einer der Gäste, ja. Genau. Singenderweise auch auf der Bühne gewesen? Ja, sicher ein bisschen überraschend, weil ich habe noch in DDR-Zeit damals 2 Single aufgenommen. Die Schallplattenfirma hieß Amiga damals. Und ich wollte gar nicht singen, ich habe mich damit gar nicht befasst. Und da sagten sie, Mensch, wie wäre es, wenn du mal so 2 Titel singst, so angelehnt an die Filme, so ein bisschen Wildwest und so. Ich sage, Jungs, das wird nichts, ich kann nicht singen. Da sagten sie, macht nichts, es gibt viele, die nicht singen können, haben trotzdem Erfolg. Und nach dem Motto haben wir 2 Single aufgenommen, die waren natürlich sehr, sehr, sehr einfach. Aber ein sehr guter Komponist, An Bause, sehr bekannt auch in der damaligen DDR, für viele Künstler, viele Sänger schon komponiert. Ja, und so haben wir die aufgenommen. Und eine, was ich heute singe, ist eine von diesen Single, Löscht das Feuer, aber ein bisschen schneller aufgenommen, also neu aufgenommen. Und dazu noch 2 andere Titel, also was man so vielleicht hört jetzt. Genau. Oder? Aber ich glaube, einem großen Publikum bekannt geworden bist du in den Indianerfilmen aus der DEFA-Zeit. Naja, nicht nur DEFA-Zeit. Also ich habe angefangen damals mit, habe ich in 3 Karl-May-Filmen mitgewirkt, weil ich bin gebürtiger Jugoslawe und dort wurden sehr viele Westernfilme gedreht wegen der Landschaft und ab und zu brauchten sie so die Leute für die kleinen Rollen und sowas. Ja, und ich war einer derjenigen, die so angefangen hat. Der erste Film war Old Shatterhand, dann war Winnetou 2, habe ich der Ribanas Bruder von Karin Dohr, der Bruder gespielt und zwar schön durchgehende Rolle und dann die dritte Rolle war in wie hieß der Mensch? Der Bocade in Untergeiern, ja. Untergeiern, ja. Da war Stuart Granger, Pierre Brice, wie gesagt, Elke Sommer, Götz George. Das war noch die Zeit. Ja, und ich war sogar damals in Premierenfeier, wurde ich eingeladen nach Stuttgart, München, Köln und so. Und ich weiß, dass mich das Publikum damals sehr gut aufgenommen hat. Ja, und dann, ich war sogar im Gespräch für den nächsten Indianerfilm, also Karl-May-Film. Und inzwischen kam DEFA, die hat auch in Jugoslawien Motive gesucht für ihren eigenen Indianerfilm. Und so kriegte ich den Angebot, das war natürlich die Hauptrolle. Und als ich das Buch gelesen habe, dann merkte ich, sagte, Mensch, das bisschen wirkt anderes. Also es ist nicht diese Fantasie des Karl Mays, sondern das sind fast wahre Geschichten. Weil die Schriftstellerin ist eine Historikerin, die unter Indianern gelebt hat, also und vieles gehört und erfahren. Und dann hat sie das geschrieben darüber, 6 Bände rausgebracht. Okay. Und Karl May war nie da. Ja? Stimmt, genau. Er war da, aber es war alles schon geschrieben, als er in den USA war. Genau. Ne? Ja, und so habe ich diesen ersten Film gemacht und so fing es an und der Film kam in eurer ehemaligen DDR so gut an, ich konnte nicht weg. Und danach wurden 12 Indianerfilme nacheinander habe ich gemacht, unter anderem natürlich. Okay. Wie ist es denn dann, wenn man dann irgendwie so als in einem Western den Häuptling und so spielen darf? Manchmal wo wirklich doch auch, denke ich mal, Kinderträume sind. Oder? Ja, weil für mich war es Folgendes, dass nicht nur Kinderträume, weil die Filme, die wir gedreht haben, das sind darunter auch Häuptlinge, die wirklich gelebt haben. Zum Beispiel Tecumseh. Es ist für mich einer der größten Indianer. Der hatte eine Vision, der hatte Idee, alle Indianerstämme zu vereinigen, in eine indianische Stadt zu gründen. Das heißt, wenn das geklappt hätte, wäre Amerika dann heute ganz anderes ausgesehen. Ja? Und den habe ich gespielt, das ist eine Geschichte. Ja? Vor kurzem war zum Beispiel in Arte, hat man eine Dokumentation über ihn gebracht und da sind auch viele amerikanische Historiker zu Wort gekommen. Und ich dachte, Mensch, das ist ja unser Film, was ich hier sehe. Und dazwischen sind auch solche Figuren
Figuren, die ich gespielt habe, wie Osceola zum Beispiel, ein Seminolenhäuptling in Florida gelebt hatte, Ulzana, also viele historische Figuren habe ich dann gespielt. Es war aber immer ein anderer Indianer, nicht nur, sagen wir, Winnetou, sondern immer ein anderer Indianer. Wie versetzt man sich da in so eine Rolle rein? Also, ich meine, wenn man jetzt so viele Indianer dann spielt, bei Winnetou, also Pierre Brice hat ja eigentlich nur den Winnetou gelebt irgendwo. Ja gut, ist ja klar. Man kann nicht dann auch sagen, genau, das ist die Figur, die muss man spielen. Und hier hatte ich die Möglichkeit, immer anders zu sein. Und ich meine, wie stellt man sich einen Indianer? Wenn ein Indianer schon auf dem Pferd sitzt, dann muss man denken, ja, der kann reiten, das sieht man. Ich kann aufs Pferd springen, ich kann das. Ich war sportlich, ich habe Sport studiert vorher und das war für mich kein Problem. Alles, sagen wir auch ohne Double viele Szenen zu machen. Dadurch konnte man mit der Kamera rangehen und das sieht auch der Zuschauer. Das kommt dann viel authentischer rüber. Ja, und da kommt, und ist mehr Dramatik drin, wenn man das sieht. Das ist er. Und dann habe ich jetzt aber auch gesehen, du spielst in Bad Segeberg oder spieltest, ich weiß jetzt nicht, wie sieht es dieses Jahr aus? Ja. Also Bad Segeberg bei den Kammerfestspielen. Ich habe praktisch Pierre Brice beerbt. Er war bis 92, also 3 Jahre zuvor. Und ich kam dann nach der Wende, die suchten Winnetou und fragten mich, ob ich das machen würde. Eigentlich, ich weiß mal reserviert. Ich sagte, naja, Indianer hast du so viel gespielt und jetzt bist du noch im Theater, das Spielen. Ich dachte aber, okay, erstmal habe ich mir die Landschaft, also dieses Theater angeguckt, die Lage und so. Und ich dachte, oh, dieser hohe Berg da. Ich dachte, Mensch, das ist wie für Karl May gebaut hier. Und so haben wir gemacht, auf ein Jahr mit Option aufs nächste Jahr. Und so wurden 15 Jahre daraus. Es waren wirklich auch tolle Erlebnisse, die Zuschauer, wir hatten, das ist live, das erfährt man sofort, wie man ankommt und so. Und da hat man wirklich viel gemacht. Ich habe mich vom Berg abgeseilt, ich habe, sagen wir mal, brennende Pfeile von hohem Berg unten auf einem bestimmten Ziel geschossen und sowas. Das war manchmal wirklich sehr, sehr spannend, ja. Was passiert dieses Jahr? Dieses Jahr habe ich gerade abgedreht, und zwar Kommissario Brunetti in Venedig gerade abgedreht und dann vor ein paar Tagen gerade in Hamburg Anruf Hafenkante. Zum Beispiel einen Zirkusdirektor. Das ist dann fürs ZDF? Ja, es ist für ZDF, genau. Beide eigentlich. Ja. Gibt es da schon einen Sendetermin, wann die ausgestrahlt werden? Spät Herbst nehme ich an. Die müssen erstmal fertig gemacht werden, die Filme, und dann, das weiß ich nicht, erfahre ich dann, aber dann... Aber dann schon die Schauspielerei, die dir nach wie vor viel bedeutet. Singerei ist also nur so ein kleines Beilag. Ja, das ist ein bisschen ein Beilag. Obwohl ich muss sagen, zur Singerei kam ich jetzt auch, weil ich nebenbei auch sehr viel Theater gemacht. Ich habe in der damaligen DDR, sagen wir mal, mehrere Fernsehserien gemacht. Die laufen jetzt alle glaube ich, bei MDR. Also nachts, weißt du, Front und Gnade läuft gerade, glaube ich, noch oder ist schon zu Ende. Vorher war Archiv des Todes. Also ich hatte mehrere Fernsehserien gemacht damals und dann auch andere Filmarten. Aber wie gesagt, Indianer haben sich immer durchgesetzt. Theater gespielt, zum Beispiel Spartacus gespielt im Theater. Truffaldino von Goldoni, Diener zweier Herren, auch eine herrliche Rolle. Drei Musketiere d'Artagnan, Robin Hood, also solche Rollen. Und das letzte, was ich gemacht habe, das war, sagen wir mal, 2 Produktionen im Schweriner Theater. Einmal Einer flog über das Kuckucksnest. Das war wirklich auch eine gute Inszenierung. Man merkte immer, wie die Leute waren sehr zufrieden. Standing Ovation nach der Vorstellung. Und im letzten Sommer habe ich Musical gemacht, Alexis Sorbas. Da habe ich auch schon was gesehen beim MDR, beim Riverboat zum Beispiel. Ja, aber das war noch nicht so reif. Aber wer dort war, wer sich das wirklich live eingesehen hat, das war wirklich eine gute Inszenierung und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte einen sehr guten Coach. Ja? Er ist ein Amerikaner, der lebt in Hamburg und er hat mir wirklich ganz sanft, diese ganze Titel haben wir vorher mit einstudiert. Und das war für mich auch eine große Hilfe. Gibt es jetzt dann darüber hinaus, ich sage mal, wenn man wirklich als Indianer irgendwo abgestempelt ist, gibt es irgendwo eine Rolle,
die du noch spielen möchtest, die dir noch irgendwie besonders liegen würde? Ich bin Realist und ich sage, so wie Sorbas zum Beispiel auf mich kam, sagte, okay, das ist die Rolle, da hat ein Schauspieler viel in der Hand. Das habe ich gerne gemacht. Und ich sage nicht, jetzt möchte ich unbedingt Hamlet spielen oder Richard III. Oder was weiß ich. Ich lasse auf mich zukommen und versuche das Beste daraus zu machen. Gibt es jetzt dann für dich dann noch Wünsche für die Zukunft? Ach, was ich mir wünsche? Ich wünsche mir eine gerechtere Welt. Ich wünsche mir, dass die Menschen aufeinander zugehen, dass es keine Kriege gibt. Das ist, wie gesagt, wir sitzen alle in einem Boot. Das ist wahr. Ich glaube, mit diesen Worten, die wir uns wirklich alle wünschen, den Frieden, verabschiede ich mich von hier und bedanke mich recht herzlich bei dir. Sehr gerne. Lieber Georg stand immer im Film. Die Georg hat man mich umgenannt in dem Film Unter Geiern zum Beispiel. Genau. Aber danach, bei DEFA bin ich Gojkomitic geblieben. Gojkomitic, genau. Damals hat mich der Horst Wendland angedeutscht. Na okay, macht nichts. Ja, macht ja nichts, aber man weiß, wer es ist. Und wie gesagt, dir alles Gute. Noch viele schöne Rollen und dann man dich noch viel im Fernsehen und in den, auf den Bühnen bewundern kann. Ja, okay. Bis dann. Danke, liebe Podcast-Freunde, und bis zur nächsten Ausgabe wünsche ich euch wiederum alles Gute. Euer Frank Stiller.